Moien. Ich bin Robert Wagner, ich bin Archäolog am CNRA und ich spiele gerne Kabarett und Theater. Wenn diese Ausgrabungen macht, wie lange dauert das und wie funktioniert das? Ich meine, da muss ich für dich mal sagen, dass es zwei Sorten von Ausgrabungen gibt. Das sind Ausgrabungen, die über Jahre laufen. Wir haben dort zu Döllem eine Ausgrabung, da wird schon bald über 100 Jahre ausgegraben. Dann haben wir die anderen Grabungen, das sind sogenannte Notgrabungen, die gehen am Kader von Bauprojekten durchgezogen. Also ein gutes Beispiel habe ich an der Stadt, wo wir für den Moment am Gang sind, an einem Chantier, den die Stadt Lützeburg möchte, wo wir da Ausgrabungen machen. Du hast viel gesehen, für die allererste Kehr mal den Stoßwäsch zu holen, plus die Schichten drinnen. Und da kommen wir in die archäologisch interessanten Strukturen, wie zum Beispiel Mauern, wie zum Beispiel andere Schichten, wo Skelette dran gefunden werden. Am Laufe der Närbeste gehen dann Zeichnungen gemacht, Fotos gemacht, Pläne gezeichnet und so weiter. Und wenn wir fertig sind, dann müssen wir wirklich auf dem Punkt kommen, wo nichts mehr zu finden ist. Dann kommen die Bagger lesen, dann machen die zu. Und dann legen die hier Leitungen. Und da geht das Chantier weiter, so wie geplant ist. Für was ist der Forschungsdomain wichtig? Ja, der Forschungsdomain ist wichtig, weil wir ja auch an internationale Verträge gebunden sind. Ein zweiter Punkt, das natürlich den, dass wir den Archiv, den am Boden ist, dass wir den müssen retten und erhalten. Wenn den zerstört wird durch Baggern oder Bauarbeiten, dann ist das unwiederbringlich Futti und da kann kein Mensch mehr etwas damit aufhängen. Aber wenn wir dann rausgehen und wir machen als Ausgrabungen, dem Moment, dann haben wir auch die Möglichkeit für Objekte zu finden, für Sachen zu finden. Und die gehen dann hier am CNRA restauriert, für die mal gewäscht, geputzt, dann restauriert und freigesetzt. Sie fotografiert, wir können dann noch Publikationen machen, Bücher machen, Ausstellungen organisieren, die da jeder gucken kann. War das so spannend, aber das langweilig in der Arbeit? Spannend ist natürlich, wenn ihr Sachen findet. An den Boden guckt, dann kommen dann da Münzen raus oder Spengeln oder Töpperchen oder und so weiter. Das ist natürlich immens spannend, Mauern. Langweilig, als wenn ihr nichts findet. Was war Ihre Motivation für Forscher zu gehen? Motivation, ich bin Architekt. Ich habe das gelernt als Architekt tatsächlich. Pläne für die Leute, gucken, wen ist das, die Leute, wie viel Geld haben sie. Und an der Archäologie da ist es ähnlich. Aber just, dass ihr dann ein paar Kleinigkeiten hört, am Boden liegen so Spuren davon, dass wir ein Detektiv während wir dann da überrascht davon. Und da gibt es aber keinen Plan. Und dafür habe ich gedacht, das ist auch spannend, für da Pläne zu zeichnen, Fotos zu machen, Grabungen zu dokumentieren.